So, jetzt machen wir ein bisschen Feuer, würde ich sagen. Ja, dann schauen wir mal, wie wir das vom Winkel machen mit hier, weil es jetzt schon ein bisschen größeres Setup. Hatte lange eine iOS 7D und dann zu Zoom mit dem Feuer. Ja, es ist sehr lustig, weil die Waldfee vom Wald hatte bis vor kurzem die Döner nicht gerne und da musste ich ihr beibringen, dass sie Döner liebt. Jetzt liebt sie Döner. Wie geil ist das denn? Ja, die Waldfee vom Wald liebt Döner. Was gibt's Leckeres? So, jetzt machen wir ein schönes Feuerli. Ja, du, es ist so, aber jetzt hat der Canon hat ja alles. Mega viele neue Systemkameras auf den Markt geworfen, das ist ganz krass. Habe ich noch ein Tampo bei mir? Nein, es sieht so aus. Komm, Feuerchen. Weil der schnallt das nicht mit so viel Gegenlicht. So, Feuer gemacht mit dem Feuerstein. Jetzt haben wir schönes Gegenlicht. Schöne Gegenlichtstimmung. Das kannst du sonst mit einer anderen Kamera kannst du es vergessen. Oh, meine leckeren Dönerbrote. Ich muss sie noch auskühlen lassen hier. Sieht man die überhaupt? Nee, ich brauche keinen Diesel. Du meinst vom Verni, oder? Der Verni. Nee, ich habe genug Strom da. Ich habe auch eine große Powerbank hier dabei. Ich brauche keinen Dieselgenerator. Nee. Nein, das mache ich so, werde ich das nicht mehr so schnell machen, ganz ehrlich. Also vor allem mit Döner-Setup. Seht, ich muss da jenes Zeug für einen Döner mitnehmen. Mit Pfanne und alles. Und gut, das Holz hätte ich auch sein lassen können, aber ich wollte da nicht spekulieren. Die sind sehr, sehr geil. Die sind super. Die sind mega. Schauen wir, was ich halt zum Schnipseln dabei habe. Ich habe dabei schöne Zwiebeln. Ui. Okay, Tzatziki ausgeleert. Ich habe es fast schon vermutet. Ja, das ist. Also ist nicht so schlimm mit dem Tzatziki. Alles gut. Ja, im Wald wachsen ja die Walddöner und die sind die geilsten, ich sag's euch. Wir machen einen leckeren Walddöner zusammen mit der Waldfee vom Wald. Also mal Schnipsel angesagt. Hey, ich glaube, ich tue jetzt wirklich mal. Soll ich mal ein bisschen umplatzieren? Komm, ich platziere mal um. Leckerer Walddöner. Döner von nebenan im Wald. Geht noch, ist aber schön. Ist aber wirklich schön, dass es noch weitergeht. So. Leckeren Walddöner vom Wald. Weggeschnipselt. Das kommt dann. Ups. Tun wir das hier rein. Dann machen wir zuerst die Zwiebeln. Oh, die färbt aber schön rot ab. Uiuiui. Ach du Scheiße. Ja, voll viel Zwiebeln gemacht und jetzt. Hey, hallo. Schönen guten Tag, Abend. Willkommen bei der Dönerparty, Freizeit-Chatter. Hallo, wir machen Döner und ich bin gerade am Zwiebeln schneiden und musste feststellen, dass die roten Zwiebeln auch wirklich schön rot abfärben. Ich habe jetzt rote Finger und sieht aus, als ob hier jemand geschlachtet wurde. Hey, aber was ich habe eine echte Dönerzange im Fall. Das ist meine Institution. Ich sage das immer wieder. Die Dönerzange darf nicht fehlen. Lecker im Einklang mit der Natur, Nadelbaumfeuer. Jetzt hörst du es, so läuft das hier, im Einklang mit der Natur. Nein, dann hätte ich keine Zeit zum hier mit euch zum Streamen, wenn die Schafe noch selber hätte schlachten müssen oder so. Nein, nur schon auf und wenn man den Döner wirklich selber macht. Das Dönerfleisch ist gekauft. Aber ich mache es auch mal selber mit Hackfleisch. Ja. Aber heute nicht. Das ist auch Vorbereitung. Aber Tomaten sind aus dem Garten. Die Cherry-Tomaten sind richtig geile, leckere Tomaten aus dem Garten. Die sind echt super, die Tomaten. Also echt gut. Mega süß und aromatisch. Hey, mal Brot aufschneiden wäre keine schlechte Idee, oder? Und dann noch. Die Waldfee ist eine KI. Ja, die Waldfee ist eine KI, das ist so, ja. Aber eine sehr gescheite, weil die erinnert sich nämlich an dich.
Und die sagt dir dann nächstes Mal wieder Hallo und schön, bist du wieder da. Vom Unterstrich Waldzelt. Haha, ich bin keine Kie, sondern eine echte Waldfee aus dem Wald. Lebendig und voller Liebe für die Natur, Nadelbaum, grünes Herz. Habe ich ihr gesagt, dass sie das sein soll. Das ist keine KI, sagt sie. Also Döner, oh, das ist die heikle Phase, Dönerbrot aufschneiden. Das... Haushaltsvater Waldfee vom Wald, das ist 2 plus 3. Waldfee unterstrich vom Unterstrich Waldzelt. 5 so viel wie der Wind durch die Bäume flüstert. Aber lasst uns lieber über Döner reden, Nadelbaum, Feuer. Da hörst du es. Lass uns über Döner. Oh, ist das Brot einfach geil. Das habe ich geil gemacht. Das habe ich gut gemacht. Nach der Anleitung von Marcel Paar. Ist einfach so geil. Das ist genau das. Leck R4. Wenn du jetzt Zug guckst, das ist es. Das ist der heilige Gral des Dönerbrotes. Besser kriege ich es nicht mehr hin. Und das ist so fluffy. Dieses leckere Dönerbrot ist so gut. Das muss heute funktionieren. Also wir sind beim etwa 3., 4. Anlauf mit Döner machen. Es fällt mir sonst immer alles am Boden, aber ich glaube, dieses Mal kommt es gut. Wo wir noch ein bisschen Dönerfleisch drauf tun. Ja. Leckeren Walddöner. Döner von nebenan. Vom Wald. So. Willkommen bei Ferhat im Wald. Wer kennt den Holle? Kennt jemand den Holle, der Dönertester? Der Holle ist geil. Oh, das seht ihr jetzt gar nicht, wie ich das schöne Fleisch hier parat mache. Meine Dönerparty. Noch ein bisschen mehr. Ist halt schon geschnitten. Man kann es auch selber zu Hause machen und schneiden. Es ist göttlich. Döner im Wald ist so geil. Döner im Wald ist richtig geil. Ja. Da macht man nichts falsch. Hey Sancho, hallo, schön bist du da. Walddöner Edition 3.0 oder so. Aber diesmal kommt es gut, Sancho. Siehst du die schönen Dönerbrote hier am Boden? So, jetzt muss ich schnell gucken. Wir haben Tomaten, wir haben Zwiebeln, wir haben Dönerfleisch. Das ist eigentlich das Wichtigste. Tzatziki habe ich ja auch hier am Start. Das ist gut, ist nicht viel ausgelaufen, alles gut. Aber ich habe jetzt auch Bela Box, mal zum Testen jetzt mit der Kamera. Ist aber eine große Kamera. Das ist ein Overkill, das mache ich so nicht mehr so schnell. Willkommen bei mir im Wald. Es gibt Döner, es gibt Döner heute. Selbstgemachten Döner im Wald, Walddöner. Genau. Und Brot frisch aus dem Ofen habe ich vorhin zu Hause noch gebacken. Wird langsam dunkel hier, ne? Ja, so. Das Fleisch. Oh, das Fleisch. Zieht euch das mal rein. Mein Pfännchen hier. Das ist jetzt fertig. Sehr, sehr geiler Döner. Sehr, sehr geil. Noch ein bisschen Holz ins Feuerchen legen. Hier auch noch ein Stückchen. Ja, also eine geht schon. Ob ich 2 Döner esse, weiß ich nicht. Das Brot kann ich ja sonst auch wieder mit nach Hause nehmen. Alles gut. Also das Wichtigste, was ist das Wichtigste? Eigentlich Tzatziki. Zuerst muss Tzatziki rein. Ein guter Standard, würde ich sagen. Für zu Hause ist es ein Top-Standard. Selbstgebackenes Brot. Noch fast warm, frisch aus dem Ofen. War vor einer Stunde noch im Ofen. Geil Tzatziki. Dann mit der Dönerzange ein bisschen Dönerfleisch. Oh ja, das kommt gut, ich sag's euch. Ein bisschen Zwiebel hinein. Das ist der echte und einzige wahre Walddöner. Seht ihr das? Das ist es. Das ist der Walddöner. Und genau so muss der sein. Der Walddöner. Der wird jetzt probiert. Einen guten. Noch ein bisschen Tzatziki drauf. Kann nicht schaden. Probieren wir das mal. Richtig geile Tasche. Oh,
Mhm. 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 Oh, man hat einen Riesenbrot gemacht. Mm. Oh, ein bisschen viel. Das ist gefährlich. Gar nicht mehr so einfach zu machen. Aber Brot, ja. Vortag, gestern Abend gemacht. Dann heute Nachmittag, dann der Haupttag mit dem Vortag. Ist so geil mit Sesam. Ja, das macht schon Spaß hier. So unterwegs ein bisschen Sachen ausprobieren. Oh, leckere Tomaten aus dem Garten. Immer geil. Und ich merke, die scharfe Soße vorhin, kurz an der Backe und das brennt wie die Sau. Habanero, geil. Schön scharf, geile Soße. Ja, ist Makro. Ist ein Fuchsgebiss. Fuchskiefer. Ja, ein Fuchskiefer vom Füchslein. Ja. Tun wir den wieder da, ne? Alles gut. So. Füchslein ist auch wieder da, das ist gut. Das Blöde ist, jetzt kommen nämlich die Nacktschnecken. Ich muss wirklich aufpassen. Mach ein bisschen Licht. Dass hier nicht noch so ein Viech herumkriecht. Ich sag's euch. Und die sind hier, die Nacktschnecken. Ich habe 100 Pro irgendwo so ein Viech noch dran. Ich sag's euch. Also, tun wir ein bisschen. Ich packe mal langsam zusammen. So, das ist schon mal gut. Kebab habe ich auch noch hier, nehme ich mit. Kebabfleisch habe ich noch ein bisschen. Ich habe schon ordentlich gegessen, das ist gut. Keine Experimente ist so die Devise. Keine Experimente. Und hier möchte ich noch ein bisschen ausreiben, das Zeugs. Machen wir jetzt aber nicht. Noch alles drauf. Das funktioniert gut so, also ich muss mal ein bisschen aufräumen. Die Boxen, alles läuft noch weiter. Ihr könnt mit mir quatschen. Ich habe das dabei. Schönen guten Abend. Ich habe mega coolen Döner gemacht. Bin jetzt da im Wald. Bin langsam zusammenpacken. Muss ich auch. Es wird langsam dunkel. Es ist schon stockdunkel, meine ich. Aber ja, muss halt schauen. Wegen dem ganzen Equipment und so. Ja. Haushaltstischlein. Oh. Hinten auch. Der Ruß ein bisschen abreiben. Patina darf bleiben. Ist alles gut. Kommt dann in mein Säckchen, Abfallsäckchen hinein. Das Zeug, das Metall, das ist 1,5 mm dicker Stahl, der bleibt jetzt noch 10 Minuten heiß. Ich muss den jetzt mal auskühlen. So. Das Mäuslein ist auch schon da, es raschelt. Am Schluss, ich habe überall die Nacktschnecken, ich sag's euch. Also komm, ich muss schnell mein Säckchen suchen. Hier ist es. Das ist einfach so, mit dem Rotlicht sieht man nicht viel, wieder auf Rotlicht. Ein Pfannensäckchen. Die Pfanne kommt hier rein. Dann Kochgeschirr. Also das Mäuschen ist da, es raschelt, das will auch essen. Das kommt immer wieder am Abend. Nacktschnecken alle schauen. Ja, ich sag's euch, schon wieder eine Nackt. Nee, ja, hier. Ach. Das ist wirklich totaler Nacktschneckenalarm. Hier noch ein anderer, die kommen überall hinein. Also, Essensbüchsli schmeißen hier rein. Zunder in meine Essensbox hinein. In den Rucksack hinein. Dann kommt meine Pfanne hinein. Das große Jacketmesser kommt auf die Seite rein. Wir haben noch Essen. Hier, das ist gut. Machen wir es jetzt zusammen. Hier rein. Das kommt am Schluss rein mit dem feinen Brot, das ich noch habe. Nichts kaputt machen. Gut. Verabschiede ich mich langsam.
Das ist tricky. Wenn ich jetzt einen Overnight hier machen könnte, wäre das komplett eine andere Ausgangssituation. Aber weil ich ja jetzt alles abbauen muss und es einfach total dunkel ist, ist es total unpraktisch. Das heißt, ich muss jetzt einpacken. Sonst verliere ich Sachen. Das wäre schade. Ja, das war jetzt cool, mal so die Bella-Box auszuprobieren. Setup ist halt schon relativ aufwendig, muss ich sagen, das schon mit der Kamera, aber es ist geil. Ich meine, so noch in der Nacht zu streamen, das schon legendär, finde ich, oder? Mit Rotlicht. So ISO 20.000, Riesenobjektiv, das ist einfach geil. Das kriegst du mit keiner anderen Kamera so hin. Das ist einfach das ist die Physik. Du brauchst große Gläser. Es ist stockdunkel hier. Hey ja, aber ich würde sagen, wir hören uns. Macht's gut, bis bald wieder mit Manu Outdoor. Tschüss zusammen und ich würde sagen, wir beenden doch den Stream für heute. Und ich wünsche euch eine schöne Nacht so langsam und mal schauen, was gerade sonst noch so läuft.